Herzlich willkommen zurück da bei Retrocast. Sinnlose Let's Plays auf Schweizerdeutsch und wir dürfen mit dem Tyrell reden. Ursael ist tot. Seine Seelenernter sollten nun leichte Beute sein. Ihr habt Westmark gerettet. Doch wir wissen noch immer nicht, weshalb Maltael den Seelenstein will. Und er wird mit jeder Sekunde stärker. Uns läuft die Zeit davon. Diese seltsame Frau, die ihr mitgebracht habt, glaubt, sie könne helfen. Sie hat darauf bestanden, sofort mit euch zu sprechen. Mit der Miriam reden, würde ich meinen. Müsste die Miriam gewesen sein. Und ja, es gibt einen Teleport, aber der ist im Menü ziemlich versteckt. Ja, will ich müssen suchen, bis ich ihn gefunden habe, aber es gibt einen und ja, werdet da sicher irgendwo, wenn ihr da mal sucht, auf YouTube finden. Darum werde ich jetzt da noch nicht zeigen. Celdo, ich weiß, wie ihr Maltael finden könnt. Aber es wird euch nicht gefallen, was ich zu sagen habe. Sprecht. Es gibt nur eine, die euch sagen kann, wie ihr Maltael finden könnt. Sie erwartet euch in den Blutmarschen. Und ihr kennt sie bereits. Adria. Adria. Okay, ein Wiedersehen mit der Mutter von der... Jetzt weiss ich den Namen nicht mehr. Aber ist ja gleich. Wir können ein bisschen metzeln und wir haben wieder Erfolg. Ich lasse euch nicht allein ziehen. Warum? Jemand muss dafür sorgen, dass ihr Adria nicht tötet, bevor sie euch Maltaels Aufenthaltsort preisgibt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen. Aber Adria wird trotzdem für ihren Verrat bezahlen. Okay, haben wir neue Begleiter bekommen. Ich habe Ursael und die Seelenernter besiegt und den Menschen von Westmark ihre Stadt zurückgegeben. Morat und ich werden Adria den Blutmarschen suchen. Sie weiß, wie wir Maltael finden können. Sie wird es mir erzählen und dann für ihre Taten büßen. Ich weiß, was Adria Lea angetan hat. Wir hatten den schwarzen Seelenstein in den Tiefen der Nephalem-Ruinen hier in der Nähe versteckt. Wir dachten, er wäre dort sicher. Aber Maltael hat ihn nichtsdestotrotz gefunden. Das erste Mal, als ich eine Hexe sah, war auf einem brennenden Scheiterhaufen. Mein Vater brachte mich zum Dorfplatz, damit ich es mit ansehen konnte. Schau genau hin, sagte er. Das ist das Antlitz des Bösen. Aber sie sah aus wie jede andere Frau und brannte ganz gewöhnlich. Als die Flammen sie verschlangen, fanden ihre Augen die meinen. Und ihr entfuhr ein Lachen. Da hinten ist nichts, also gehen wir doch den anderen Weg. Das ist irgendwie alles giftig und alles nicht gut und alles hat uns nicht gern, aber wir jetzt alles andere auch nicht gern, also. Dies ist der Eingang zum Grab. Doch jemand hat ihn zum Einsturz gebracht. Adria. Wir werden einen anderen Weg in die Ruinen finden müssen. Was war das? Ich brauche mehr Zeit. Die Uhr auf keinen Fall. Es war nur ein Zugang zur Stadt. Überall in den Blutmarschen kann man Siegelsteine finden, die uns zum Haupteingang führen. Für die meisten sind diese Siegelsteine nutzlos. Doch einem Nephalem wie euch sollten sie den rechten Weg weisen. Okay, hoffen wir mal, dass du recht hast. Ja, und ein Speicherpunkt. Rennt, solange ihr noch könnt, Adria.
Denkt daran, an die notwendigen Informationen zu gelangen, bevor ihr... Ich weiß. Nun, das klingt nicht sehr beruhigend. Mein Vater hat es nie verstanden. Er wurde in eine reiche und privilegierte Familie hineingeboren und suchte Zeit seines Lebens, seinen Stamm zu bewahren. Ich war sein Fleisch und Blut, aber ihm waren die Namen in seinen Büchern und die Gesichter in seinen Gemälden an der Wand wichtiger als seine lebendige Tochter. Das war eine traurige Kindheit, aber das heisst nicht, dass man mit der Lea auch so mal Wenn umgeht. alles vorüber ist, kehre ich vielleicht hierher zurück und lebe in Einsamkeit, bis ich einen Zustand der Erleuchtung erlangt habe. Würde euch da nicht jemand fehlen? Ich weiß nicht, von wem ihr redet. Wie? Ich lebe noch? Vielen Dank. Doch ich muss euch warnen. Diese Tiere sind von einer Seuche befallen und müssen getötet werden, bevor sie sich weiter verbreitet. Das geht noch nicht. Für einen Trunk, der gegen die Seuche wirkt, habe ich eins von ihnen aufgeschnitten und die Eingeweide an mich genommen. Das riechen die. Deswegen greifen sie an. Noch nicht bereit. Nehmt dies als Dank. Ich muss zurück an meine Arbeit. Ja, viel besser ist nicht als das, was ich hatte bis jetzt. Und ja, wir wollen ein bisschen Fürsche machen, darum laufen wir doch um die Pfeile nach. Das ist einer der Siegelsteine. Doch wenn ich mich nähere, passiert nichts. Lasst es mich versuchen. Es gibt 4 Eingänge in die Nephalem-Stadt. Ein jeder von ihnen ist durch ein Siegel markiert. Nur eines weist auf den richtigen Eingang zur Gruft hin. Wenn ihr diese Steine aktiviert, verschwindet eins der falschen Siegel. Okay. Das geht noch nicht. Mehr Wut. Das heisst, wir haben einen Haufen zu tun. Ich brauche mehr Zeit. Das ist euer Ende! Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Unmöglich. Das geht noch nicht. Die Hölle und Nein, wieder der verlangsame Schießtrick. Noch nicht bereit.
Zeit. Okay, da ist eben eine Quest gesehen, aber die haben wir mit ein paar vorbestanden in dem Fall. Und da haben wir noch einen Turm vergessen. Mit Ufer aufgenommen, also da heißt schon bald wieder, meine Tassenzüge sind voll. Das geht noch nicht. Einen weiteren Siegelstein, um herauszufinden, welches Siegel das Richtige ist. Noch nicht bereit. Das geht noch nicht. Okay, Metzel, Metzel, Metzel. Brücke in die Hölle. Ich brauche Wut. Das kann ich nicht. Okay. Jetzt weiß ich, welches der Siege den richtigen Weg kennzeichnet. Jetzt vorne Monitor. Wo führt der Pfeil an? Ja, lauf ich Pfahle rein. Noch ein bisschen Gas geben. Ich möchte ein bisschen verschieben heute. Für die Unschuldigen! Noch nicht bereit. Das geht noch nicht. Ihr habt gegen mich keine Chance. Das werde ich nicht tun. Ich brauche mehr Zeit. Dies ist der Weg, nach dem ich gesucht habe. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Wahrscheinlich besser, sich in einer Ruine zu verlaufen, als in einem...
Aber wieso das Druine besser sein sollte, weiß ich auch nicht. Das geht noch nicht. Unmöglich. Meine Hiebe vernichten euch. Das werde ich nicht tun. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Eine Sackgasse und ein paar Gräber. Das geht noch nicht. Na, das ist ja nichts zum Aufnehmen. Noch nicht bereit. Nicht genug Wut. Ich brauche mehr Zeit. Auf keinen Fall. Und dann hat nö, wenn du willst. Das geht noch nicht. Noch nicht bereit. Das geht noch nicht. Erzählt Lyndon nichts davon. Aber ich glaube, er ist ehrenhafter, als er vorgibt zu sein. Ist der Lyndon, ist ja der Dieb. Durch die Kammer. Oh nein. Ich habe keine Lust. Und da muss ich die machen. Ich brauche mehr Zeit. In dem Fall sieht es aus, als ob ich das machen muss.
Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Das geht noch nicht. Mehr Wut. Oder nö, in dem Fall hätten wir da nicht müssen machen. Da wäre für den Fortschritt irrelevant gewesen, in dem Fall. Aber wir haben es jetzt gemacht. Ich brauche mehr Zeit. Das kann ich nicht. Da will man einen Kreis laufen. Schauen wir mal noch, was da unten ist. Da jetzt noch eine Geschichte. Ich habe einen uralten und kryptischen Folianten gefunden, dessen Seiten eine sagenhafte Geschichte erzählen. Die geheime Geschichte eines Volkes namens Nephalem, mit anderen Worten Götter, und ihrer untergegangenen Zivilisation im Westen. Wenn dies der Wahrheit entspricht, wie kann es dann sein, dass alle Spuren bis auf diesen einen Noch nicht Folianten verschollen sind? Das geht noch nicht. Hält mich zurück. Ich brauche mehr Zeit. Das geht noch nicht. Euer Fleisch ist schwach. Macht euch auf einen langen Kampf gefasst. Noch nicht bereit. Unmöglich. Eine unglaubliche Leistung. Okay, und dann ist da der Weg, wo wir weitermachen. Thomas. Lorath, weiter als bis hier solltet ihr nicht gehen. Schließt zu mir auf, wenn es vollbracht ist. Ihr werdet sie töten, nicht wahr? Ich werde tun, was richtig ist. Wir zählen alle auf euch.
ja eigentlich gedacht, dass jetzt ein Endkampf kommt, aber in dem Fall nö. Ich wusste, dass es hier Ruinen gibt, hatte aber keine Ahnung, dass sie aus der Zeit der Nephalem stammen. In die Hölle und... Mein Gepäck ist voll. Super, jetzt ist mein Gepäck schon wieder voll. Ich brauche mehr Zeit. Die Nephalem waren keine Götter, sondern unsere eigenen Vorfahren, denen ein langes Leben, Magie und Fähigkeiten beschieden waren, die unsere heutigen bei weitem übertreffen. Dennoch waren sie sterblich. Ob diese Schriften den Schlüssel zu ihrer Macht enthalten? Ich kann nicht mehr tragen. Ja, da müssen wir mal ein bisschen etwas hören, was nicht wert ist, würde ich meinen. Nein. Ihr habt gegen mich keine... Noch nicht bereit. Geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Angst? Nicht genug Wut. Kann ich nicht. Das Licht führt meine Hand. Noch nicht bereit.
ja eigentlich nicht mehr metzeln. Ich darf mal noch viel. Oh. Ich werde den Heiden das Licht Zakarums bringen. Hier im Osten verblasst seine Macht. Doch im Westen wird es stärker und glorreicher denn je neu entfachen. Ich brauche mehr Zeit. Und doch treibt mich ein weiteres Ziel an. Die verlorene Nephalem-Stadt Corvus liegt im Westen. Ich werde sie finden. Das geht noch nicht. Doch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Meine Hiebe vernichten Da euch. bin ich jetzt im Kreis gelaufen. Schön. Ufer war, wo man eigentlich gar nicht viel Leute sind. Wir haben eine Siedlung nahe des westlichen Meeres gegründet. Mit der Zeit wird sie zu einer großen Stadt heranwachsen. Nun, da wir uns niedergelassen haben, kann ich meine Suche nach den Ruinen der Nephalem-Stadt Corvus beginnen. Der Foliant besagt, dass sie sich ganz Das geht in der noch Nähe nicht. gefunden haben muss. Keine Chance. Noch nicht bereit. Volkatos! Das geht noch nicht. Ich finde ja, jetzt sind genug gemetzelt. Jetzt darf der mal die Adria kommen, ne? Also. Ein Speicherpunkt. So schön. Die Vorfahren sind mir heute. Es wäre schade, wenn sich Adria durch ihre Experimente mit schwarzer Magie selbst umbrächte, bevor wir die Gelegenheit dazu bekommen. Ja, da sehen wir jetzt vielleicht gar die große Halle. Dann sehen wir doch mal, wo ihr euch versteckt haltet, Maltael. Adria. Die Engel werden unser Fortbestehen niemals zulassen. Sie können nicht akzeptieren, dass wir unseren eigenen Weg wählen dürfen. Die Dämonen sind da wesentlich flexibler. Okay.
Wir sind unseres Schicksals Schmied, unabhängig von ewigem Konflikt. Doch euch ist diese Wahl nicht gegeben. Auf keinen Fall. Ich brauche Wut. Noch nicht bereit. Diablo hat mir eine Vision gesandt, in der er zurückgekehrt ist. Und ihr seid derjenige, der ihn befreit hat. Niemals. Er findet immer einen Weg. Mein Meister wird zurückkehren. Und doch werdet ihr einsam sterben. Ich brauche mehr Zeit. Das werde ich nicht tun. Mehr Wut. Die Macht in meinem Blut singt zu mir. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Das geht noch nicht. Seid ihr wirklich nur wegen Lea so wütend? Ich brauche Wut. Das kann ich nicht. Ich brauche mehr Zeit. Diablo wird zurückkehren. Ich habe getan, was ich konnte, um dies sicherzustellen. Er findet immer einen Weg. Tief in eurem Herzen wisst ihr es. Ich kann nichts mehr aufheben. Okay, also da ist ganz dramatisch gewesen und ich habe das Inventar wieder mal voll, wie immer, und da wird wieder mal eine bisschen längere Folge sein. Bevor sie starb, hat Adria ein Abbild der Ebenen des Wahnsinns hervorgerufen. Sie war auf der Suche nach Maltael. Also muss er dort sein. Oh, in dem Fall muss er dort sein. Sprich mit Tyrael. Und vielleicht gibt es da noch einen Speicherpunkt und sonst muss ich dann halt im Menü mal noch Fall nicht. Also, wenn wir im Menü suchen gehen. Ist jetzt da schon wieder gewesen? Nein, falscher Knopf. Ah, falscher Knopf. Ich kehre in die Stadt zurück. Ah, mit den Pfeiltasten. Kann ich auch zurückkehren. Gut, dann hätte ich gesagt, das wäre es von dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr noch dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder mit dem Tyrael reden und schauen, wie es weitergeht in dieser Geschichte.